Well, wir sind nu in der letzten Botschaft von Jesus allein. Und ich wünsche mir sehr, dass ich heute könnte ein bisschen die interessant abwarten für den Galaterbrief und dass ihr den selbst lesen für jünt und da mehr utlehren. Wenn ihr wollen gehen, die Botschaften alle horchen, ich wollte nicht alle von der Woche immer gehen, aber wir haben von verschiedenen Dingen geredet, aber ganz besonders, dass Jesus allein ist uns Radar. Und wenn wir da nicht Dinge bieten, und so in der Galatischen Kirche, da kommen die Juden an und sagen, oh, jemand nach Moses ihn gesagt haben, das kann nicht selig worden. Und wir haben unsere eine Dinge, einmal, was wir da bieten oder an vor sind, da bieten tun. Und so von der will ich reden von, weißt du, diese Botschaft von Gnade, die bringt eine Freude für die Menschen, die zu sagen, okay, so dann kann ich so leben, wie ich will. Ich sehe durch genug gerat und ich glaube an Jesus und so dann let's party, nicht? Und so das ist nicht der Fall. Ich will Ihnen von dir sagen, was Gott sein Plan für uns, als Gott seine Kinder, wo will er uns kontrollieren, so zu sein, oder wo will er uns leiden, dass wir ein rechtes Leben leben. Wir sind nicht mehr ohne Gesetz. Wir haben uns gesagt, dass das Gesetz im Alten Bund, da wir durch die Menschen leiden, dass sie sein, auf den Weg holen, dass sie nicht würden sich verbiestern, dass sie nicht mit anderen Völkern, andere Götter würden vermischen und so weiter. Gott hat uns auch so ein Gift, was uns soll holen, oder was uns soll leiden durch ein Leben. Und das will ich von dir wel von reden. Wenn ihr in der Bibel habt, ihr könnt die aufmerken, nur Galater Kapitel 5, und ich will von dir reden von der Leitung von Heiliger Geist. Und weet je, Gott will nicht haben, dass wir so Menschen sind, die bloß wild auf dieser Welt leben. Gott hat einen Plan für uns. Gott will haben, er hat uns gerat durch Gnade, er hat uns gerat durch den Glauben, aber wo lebe ich da? Das ist wichtig. Und die sind hier 3 Steilerboven von dir. Ich habe mir 3 Jungs gesagt, dass sie würden hier ein bisschen rumsetzen, wenn das fehlt nötig, dass hier noch wer erst mit Haar und so. Ich war die junge Frau, dass sie hier kommen sollten. Und ich wollte ihnen ein bisschen Bild geben von dir. Vielleicht hast du ein bisschen eine neue Lehre für ihn. Aber ich hoffe, ihr haltet, um besser verstehen, was sagt die Bibel, wenn das sagt, dass wir sollen uns von Jesus leiden lassen und so weiter. So, dass ich die Bibel verstehe, dann sind wir als Menschen gemerkt, als eine Dreieinigkeit können sein. Oder nicht, bitte dort nicht mir so verstehen, dass ich sage, wir sind Gott, okay? Aber wir haben noch 3 Dinge. Und so wir haben einen Körper, das kann ja sein. Und so die checken einen Spiegel, die checken von der ein Spiegel sein, als das alle Schmackleute und so weiter. Und Tim sein, wo die in Gesicht sitzt, dann musst du selbst gehen im Spiegel checken. Hast du mal an gedacht, dass die noch never selbst in die Augen gecheckt? Und so, wir gehen ins Spiegel, wir checken, wo sind die Haare, wo ist das alle taub? Als du nach irgendwo Salut in der 10 Euro bakt und so weiter. Nicht? Und so, wir gehen nun Spiel, wir haben Körper. Und so, wir haben eine Säule. Und das ist das mittelste, Junge, hier. Unsere Säule, das ist uns Denken, uns Wollen und unsere Gefühle. Das ist die Hauptsache von dieser Säule. Aber wir können sagen, der innerliche Mensch. Wer du wirklich bist. Weißt du, das Körper, das ist eine Schale. Die Bibel sagt, das ist ein Zelt, wo wir wohnen. Und so der wirkliche Mensch, deine Säule, das ist, wo du denkst, das ist, wo du deinen Willen hast und wo du dein Denken hast und so weiter. Und dann haben wir noch ein Port, und das ist der Geist. Und so wir als Menschen, wir haben einen geistlichen Port. Das ist das Port, wo die mit Gott toping dat. Und so wir haben einen Körper, wir haben eine Säule und wir haben einen Geist. Wir haben einen Vers in 1. Thessalonicher 4, Vers 23. Hier sind die alle 3 in ein Vers abgenannt. Das heißt, es macht Gott selbst, der Friedensgott, und durch Helden und Jesus in Säule und Körper, unbeschädigt und rein bewahrt bei uns Herr Jesus Christus wahrkommt. Und so, wenn wir nun Galaterbrief gehen, dann sagt Paulus da in Galater 4, Vers 13, er sagt, Brüder, ihr habt Christus zur Freiheit verhalten, bloß braucht dort die Freiheit nicht, dort Fleisch den Willen zu lassen. Und so dann von Vers 16 wieder, dann sagt Jesus das, ich sage ihnen so, wandelt im Geist, dann wo ihr dort nicht tun, wo nur dort Fleisch gelässt wird. Weil dort Fleisch verlangt, gerade dort, was der Geist nicht will. Und der Geist will dort, was das Fleisch nicht will. Die beiden sind sich immer jen Eva.
dass die nicht tun, was die tun mochten. Wenn die von Helden Geist regieren loten, haft dort gesagt, die nur schmeier zu sein. Und so was ich will haben, wie dann verstehen, von der erst, dass wir sind in 3 Porten gebüht. Und wenn ihr aus Gott die Welt mögt, dann mögt Gott den Mensch, und dann sagt uns die Bibel, dass Gott bloß den ein Leben ja Udem an. Na, das Wort Udem, das habe ich gesagt mit Geist, in der hebräischen Sprache, also das selbst Wort. Die Bibel braucht dort Verken als ein Beispiel, dass der Geist, das ist Wind, das ist ein Udem und so weiter. Und so Gott mögt Adam und Eva, und die wären lebendig in diese 3 Dinge. Aber wie weit in der Geschichte, wo Adam und Eva sich versinnen, und so die Frau erst fertig, was passiert da, als Adam und Eva sich versinnen? Gott sagt zu ihnen, die waren gestorben den Tag, wo sie ihn versinnen. Aber sie deuten gleich, sie bleiben leben. Na, das ist noch ein interessanter Thema für sich kaputt. Aber ich will Ihnen beweisen, was da passiert in den Mensch, als die sich versinnen. Und so ich war froh, und dass der Geist dort war darauf jetzt saßen. Und so, welche Lied, so ich die Bibel verstehe, den Geist, das geistliche Port, das lebt modern, wenn Gott in die lebt. Und so Gott blust Adam und Eva den Heiligen Geist an. Und so Adam und Eva, sie werden geistlich lebendig, wenn der Heilige Geist wohnt in ihnen. Und dann, als sie sich versinnen, dann ging der Geist Gottes herüt in ihnen. Und von da wieder, wenn ihr die Bibel lesen, dann wo ihr findet, dass der Mensch, der hat einen Körper, und der hat ein Denken, und ein Willen, und ein Tun, und ein Gefühle. Und Adam und Eva, Denken, Willen, Fühlung, die werden kurz verbauen. Die werden kurz artig, als der Heilige Geist herüttragt. Und wir weiten dort mit, dass Adam und Eva, sie sahen kurz, dass wir was artig mit ihnen. Sie hatten das euer Gott sein. Das heißt, sie sahen, sie wären nervig, du wirst schon angekommen. Und so sie fangen sich an zu bedeuten. Und Luthers Gott und Gott kommen, dann verstärken sie sich für Gott. Und dort wird du erst Gott was, du wirst Gemeinschaft mit Gott. Aber weißt du, Gott wird rütgetragen. Und das ist was passiert in einem Mensch, was noch einmal du ist, wenn du nicht bekehrt bist. Wenn du nicht Jesus Christus hast angenommen, und weil die Bibel lehrt, dass wir wahre geboren wurden, wir von nie geboren worden, und so, was da passiert, wenn ein Mensch von nie geboren wird, dann trägt der Jesus Gottes 3 Namen. Und so, ich würde fragen, dass die waren 3 Camps hier sitzen. Und so, Jesus sagte zu Nikodemus, du musst von nie geboren worden, das kostet nicht Gott sein Recht sein. Und dann haben wir die ganze Bibel von, dass wir von nie geboren worden, wir geistlich geboren worden, an die Bibel dort. Er hat von Buben geboren. Und so wie haben hier in Galaterbrief in Kapitel 4, hat wir ein Vers, wo er sagt, wir sind durch den Heiligen Geist geboren. Und so weit ihr Lied, wenn du hier von dir bist und du bist nicht wahre geboren, dann ist das Stall ladig bei dir. Na, ich weiß, dass Gott hat in uns Leben, ich habe das nicht gekriegt, so in Eindelen, als ich hier da, wenn uns alle wie sagt das, eine Dreieinigkeit. Aber bloß zum dort mal klar merken, das Stall, wo Gott wohnt, das lade ich bei dir, wenn du nicht Jesus Christus hast. Dort ist der Ursache, wo wenn die Lebenszeit mit diesem Körper kann Gott worten, ja ein Stall, der bleibt einmal ladig. Und das ist was Religion das ist was, wo in Paulus so sehr fährt für die Wahrheit von dem Evangelium. Wenn der Körper und unsere Säule, die sind verbaut, uns Denken ist artig und so weiter. Und so, wir haben bloß uns fleischliche Kraft, und dann werden wir noch beeinflusst von den Teufel, und dort alles, was ein Mensch hat, was nicht Jesus hat. Und dort ist, wo wir in dieser Welt so schrecklich viel Sinn sein, dort ist, wo in Adam und Eva in Sinn, sich verstürken, dort wo ihn keinen Abel sich an sich dotschilden, dort wo ihn wir in 1. Mose 6 fängt, dass das Denken und das Tun von den Menschen ist immer ein bei, sagt Gott, und so wurde ich durch die Sinnflut vernichten. Die Ursache für dort ist, dass das Stall, das ladig. Und so, durch die ganze Bibel fängt wir immer weiter, dass der Stall ist ladig. Und so dann kommt Jesus, und er starb für uns, und er nimmt Sinn zwischen uns und Gott weg. Und du merkst, Jesus, der war oben, denn dass der Heilige Geist konnte in die antragen. Und welche Lied, wenn wir das nicht klar holen, dass aus Gott seine Kinder, als das Stall war voll, der Heilige Geist wohnt in die, der Heilige Geist, der ist in die, und der will die beeinflussen. Und so die Frau, was wir uns machen, Frauen, und die Frau, was Paulus hier beantworten, der dort ist, wer der dein Leben beeinflussen.
Wer det dein Denken beeinflussen? Wer det dein Wollen und deine Gefühle? Wem lebst du heran? Und weil sogar aus Gott seine Kinder, wie kann uns wählen, den Fleisch heran wählen, leben? Wie kann uns wählen, bloß dort tun, was mir jankert oder was mir nicht gut will und so weiter. Und so, was Paulus uns lehren will, von der ist, dass der Heilige Geist will dein Denken, dein Wollen, deine Gefühle beeinflussen. Weißt du, wo sind und leiden das? Die von ihnen, die in meiner Klasse sind, die was die weiten dort. Wenn sie nicht tun, dann müssen wir einen Test schreiben. Aber weißt du, Sinn lädt die in deine Gedanken. Sinn fängt hier an in dein Denken. Und so dein Körper, deine Ohren sein wird, deine Ohren hören wird, dein Müll schmeckt wird, deine Nase riecht und so weiter. Und so wir haben diese 5 Fenster in unsere Säulen. Unsere Ohren, unsere Nase, unser Müll, unsere Ohren, unser Hang, oder uns Feuern. Dort, wo Information nur die kommt. Und so, wie sein wird in der Welt. Und weißt du, wir haben 3 Feen. Wir haben den Teufel selbst mit seiner Macht, die Welt und du selbst. Das sind dein Fleisch. Das sind unsere 3 Feen. Und so, wenn wir im Fleisch leben, dann gehen wir bloß heran, was mir nu jankert und was mein Körper will. Und so, Paulus lehrt uns hier, dass aus Gott seine Kinder, wir sind durch genug geraten, wir sind nicht mehr durch Worten geraten, wir sind nicht mehr unangesagt, aber Gott hat die einen Heiligen Geist gegeben, was die leiden will. Und unsere Aufgabe, aus Gott seine Kinder, ist zu lehren, das Stuhl gehorsam zu sein. Und welche Lied, wir müssen lernen, Gott zu hören, wir müssen lernen, den Heiligen Geist zu horchen. Und Paulus wird uns hier wiesen, was passiert, wenn das Fleisch leiden wird und was passiert, wenn der Geist leiden wird. Aber lasst mir noch einmal sagen, dass Religion, allerhand der menschliche Regeln für Seiligkeit, das ist eine Seiligkeit, wo das Stuhl ladig ist. Und du kannst noch so ein feiner Mensch sein, noch so viel gute Dinge tun, noch so sehr getroffen sein, ein Glied in die Gemeinde. Wenn das Stuhl ladig ist, dann hast du das nicht für Gott aus deinen einen Worten. Und so das ist, was es so wichtig ist für uns zu verstehen. Und so die Frau für die und für mich ist der Stuhl voll. Ist der Geist Gottes in dir? Wohnt Gott in Geist in dir? Wie Frauen vielleicht, na wo kommt der Geist Gottes in uns? Jesus beantwortet Nikodemus dort. Wenn Nikodemus fragt, er sagt, ich sehe alt, was soll ich von nie geboren werden? Dann sagt Jesus, du, weißt du was, ich will einen Tag abgehangen worden, und wer an mir läuft, hat er ewig Leben. Charakter dort in der Wüste, wo Moses die Schlange abhängt, und die Menschen checkten da hin und die bleiben leben. Und weißt du, so sagt die Bibel, verstehe, dass wenn wir uns Jesus hingeben, oder wir bleiben an Jesus, nun meine ich nicht bloß den Kopf glauben, aber an uns Hort, wir bleiben Jesus stark für meine Sinn, und wir nehmen das an, dann kommt der Heilige Geist in dein Leben an. Und dann sagt der Heilige Geist sozusagen auf den Jessel der Stuhl, wenn das was die mit Gott verbinden hat. Weißt du, Lied, ich habe immer wieder gesagt, dass wenn wir es für Gott stehen, dann brauchst du eine Gerechtigkeit, was für Gott wird jährlich sein. Weißt du, wo du die hast? Auf das Stuhl. Auf das Stuhl. Und so du kannst viel Gerechtigkeit haben hier. In der ganze Kirche kann die anerkennen als gerecht. Die ganze Kolonie, oder der ganze Land kann sein, der Mensch, das sind feine Menschen. Ich meine, das ist gerecht. Wenn die Gerechtigkeit hier ist, dann wird der für Gott nicht ehrlich sein. Bloß Gott seine Gerechtigkeit gilt für uns selbst. Und das wird du kriegst durch den Heiligen Geist. Und so, wenn wir das klar holen, ich würde diese Jungs früher geben, was er sagt, aber halt das Bild in Sinn, dass nur aus Gott seine Kinder, es war jeder Stuhl voll. Im Sündenfall, durch vielleicht Gott. In der wahren Geburt kommt Gott frei. Halt dort im Denk. Und so, wenn du wahre geboren bist und du lebst an Jesus Christus, du kannst ihn vielleicht gleich feilen. Weil ich sehe und erst, dass zum Weiten, wo das in dein Gesicht sitzt, dann gehst du nun Spiel. Weißt du, wo du weißt, wo das in dein Geist sitzt? Dann gehst du nur Gott ins Spiel. Weißt du, wie weit wo uns Körper ist, wir können sein, wir können feilen, wir können Spiel checken. Du weißt, wo deine Säule ist, wenn du weißt, wo du denkst, wo du die feilst, wo dein Willen ist, aber wo dein Geist ist. Das ist ein bisschen ein Feilgedenken. Ich meine nicht, dass da niemals Feilungen bei sind, aber wo das in dein Geist steht, dort gehst du in der Bibel nur sein. In Gottes Spiel. Und so Gott sagte dir, wenn du an mich sehen, Jesus glaubst, dann gebe ich dir den Heiligen Geist. Das ist, was die wahre Geburt ist. Das ist die neue Geburt. Und du sagst, und immer wahr, wenn wir von nie geboren sind,
dann hast du auch ein neues Leben. Wenn du erst ein neues Jahr, der Heilige Geist ist in die gekommen und der will die beeinflussen. Und so die Frau von uns heißt, wer wird uns beeinflussen? In Johannes 3, da sagt Jesus zu Nikodemus, du musst von nie geboren sein. In Römer 8, Vers 9, da sagt Paulus, wenn du nicht den Geist hast, dann gehörst du nicht zu Gott. In 1. Korinther 6, 19 sagt Paulus, dass wir sind der Tempel von den Heiligen Geist. In Titus 3, 5 und 7 sagt er, wir haben nie das Leben gekriegt durch den Heiligen Geist, durch die wahre Geburt von Heiligen Geist. In Epheser 1, 13, 14 sagt er, dass als ein Kind Gottes, Gott hat die versiegelt mit dem Heiligen Geist. Er hat die den Heiligen Geist gegeben, als eine Garantie können sein, dass er die wird raten. Weil die Körper und die Säule sind noch nicht erraten. Na, vielleicht hast du dort ein bisschen von der Idee, aber die Bibel merkt, dass so klar, dass dein Körper, der ist noch gefallen. Wir waren noch krank, wir waren alle, wir waren ein Tag alle gestorben. Aber weißt du, Gott gibt uns ein Tag ein neuer Körper, und unsere Gedanken, uns Denken, uns ganzes Benehmen, unsere Gefühle, da wird alle nie gemerkt worden. Aber deine Stellung in Christus, das ist das still. Gott hat die 100% angenommen, wenn dort beides auch nicht vollkommen ist. Wenn der Heilige Geist sagt hier. Und du kommst vor Gott, und Gott wird die Rechten nur wohret in den geistlichen Port ist. Dort, wo du hier kannst, so viel Geld tun, als du weißt, wenn du still ladig hast, dann bist du nicht bereit, zum vor Gott kommen. Und so nu 3 noch Galater 5. Und so mit dort Bild im Sinn, sagt Paulus dit, ich sage ihnen so, wandelt im Geist, dann wo ihr dort nicht tun, was das Fleisch gelassen hat. Dein Fleisch haben Wellen, dein Fleisch will sein einer Weg gehen, dein Fleisch will Sinn herangehen. Aber der Heilige Geist ist hier. Und weißt du was, wie man uns lernen, der nur ans Denken, nur ans Säule sozusagen, ans Denken, ans Wollen, ans Gefühle, der aufmerken, dass der Heilige Geist durch kann beeinflussen. Unsere Stellung haftet dann mit uns Glauben an Jesus Christus. Der Heilige Geist wohnt hier. Wo soll er die beeinflussen? Die Bibel redet immer wieder davon, wie sollen gefällt sein mein Heiliger Geist. Und so sagt die Bibel, versteht dort meint, wenn ich gefällt sie mein Heiliger Geist, dann wird das Stuhl mein Leben regieren. Und der leitet mich, und der beeinflusst mich. Und so mein ganzes Denken hat mit dort zu tun. Und so, wenn Paulus sagt, wir sollen den Geist im Geist wohnen, dann sagt er, lass den Geist regieren, dann wollt ihr nicht dort tun, was ihr in Fleisch will. Weil ihr Sieg haben in Leben, wo ihr gleich mal zum Dingen von loswerden, was ihr in Fleisch haben, und wählen das, dann lehr den Heiligen Geist Kontrolle geben. Und so Paulus sagt, wir müssen den Heiligen Geist Kontrolle. Und dann sagt er in Vers 17, willst das Fleisch verlangt gerade dort, was der Geist nicht will, und der Geist will dort, was das Fleisch nicht will. Wie kann das kommen für rein alle? Wie hat es kommen jeder Tag in uns Leben? Und so mein Fleisch jankert something, oder jemand hat mich beleidigt, weißt du, mit den Worten noch so und so. Dort kommt von Fleisch. Wir wollen mal checken, was Paulus sagt, was passiert, wenn das Fleisch leiden wird. Wenn wir aufgehen auf Vers 19. Und so, wie man lernen, den Geist Kontrolle geben, aber Paulus weist uns hier, was passiert in uns Leben, wenn das Fleisch regieren wird. Er sagt es dort, was das Fleisch verworfen hat, ist klar. Du hast Ehebruch, Hurerie, Unreinigkeit, unbehandelt Leben. Weißt ihr, Lied, wenn ihr von der und dieser Welt nachchecken, dass ja wenig so eine schrecklich verdrehte Welt, eine sinnliche Welt, als in der sexuellen Area. Ich meine, alles in der Welt ist verdreht. Und weißt ihr, die Ursache ist, wenn wir haben im großen Ganzen die Mehrheit von der Menschheit, die leben im Fleisch, wenn das Stuhl ist, ladig. Die haben bloß die Kraft. Lass dich dort ansenken. Du hast bloß dein Fleisch seine Kraft, wenn du nicht den Heiligen Geist hast. Und mein Fleisch will sexuelle Dinge tun. Gott hat uns so gemerkt, dass wir sind sexuelle Menschen und so weiter. Aber denk je mal an all die Pornografie, all die Homosexualität, all die Dinge, die von der Welt drehen. Ich meine, die Welt ist über Kopf gestellt, sozusagen, wenn er bei dieser Area kommt. Und die Ursache für das ist, wenn wir bloß in Körper, in der Säule, unsere Gedanken, unsere Wellen, unsere Gefühle, die sind auch gefallen. Und so das alles, was wir haben, wenn wir nicht das haben. Dann haben wir noch einen Teufel, der das beeinflussen wird. Und so wie man einmal rechnen, wir haben auch den Feind, der uns Fleisch kann beeinflussen.
Und so, das sind Dinge, was passiert. Wenn dein Fleisch regiert, dann wirst du in Pornografie sein. Dann wirst du lasten nach andere Frühe, oder nach andere Männer. Und wir haben viel so eine Dinge von der Welt. Und weißt du, Lied, wir müssen verstehen, dass wenn wir nicht den Heiligen Geist haben, dann haben wir das nicht aus der Kraft von deinem Fleisch zum Durchgehen stehen. Und das kostet euch. Und zu eurer Leute sind wir da bin. Und mir würde es nicht wundern, wenn hier so mehrere Menschen wären, die an Pornografie erfasst sind. Er wird vielleicht sogar noch andere Frühes checken, oder andere Männer, oder so eine Dinge. Und weißt du, das passiert, wenn dein Fleisch regiert. Du kannst das nicht passieren, wenn wir das mal annehmen. Du kannst das nicht aus dort passieren, wenn das dein Motor ist, was dein Leben trifft. Dann hast du bloß dein Fleisch. Hij zegt wieder, oft jatterie en soberi. En wat je dit heeft te doen met, wanneer dit stil ladig is, dan merken we ons ene God. En zo daar is het ganze Oude Testament, vingen we waar Israël immer waren en falsche God aanbeden deed. En ik vertel je een feestzinnig van die man, wat zijn boom jet afhaken, en hij buurt zich in God, en hij valt voor den hand en zegt, help me. Dat is alles wat u hast, wanneer dit stil ladig is. En zo oft jatterie en soberi, dat heeft te doen met religion. Met een andere God zegen als met God, den Schöpfer van Himmel en Erde. En weet je wo in Paulus zo zeer vet jenen evangelium wat bij Jezus wat bijlegt? Weet je wat Jezus ons leert? Hij zegt, dan doe je dit stil, laat ik meer. Je tranen van Jezus. Hij zegt, dan doe je Jezus af zijn, dan zij je van genade gevallen. En zo wanneer we in ons ene Fleisch ons wel selig merken, dan zijn we in Aufjatterie en in Soberie. Nou, dat is vielleicht een beetje nieuwe gedanken van ons, wenn sehr veel religiöse Menschen, dat zijn sehr fijne Menschen, die würden wir nicht so unchecken, dass das sind Aufjat und so wieder. Aber das sind. Du hast einen anderen Gott abgestellt als Gott. Du hast die Salz zu Gott gemerkt. Du hast selbst gesagt, hier so auf das Stuhl, hier wo ich fahren, ich will mich selbst raten, mit meinen Worten, mit meinen Kleidern, was immer das ist, aber ich will das selbst tun. Weißt du, was du hast getan? Du hast das Stuhl angenommen für die Salz. Und das ist was Aufjatterie ist. In Soberie. Dat heeft te doen met aanbeding van andere Götter en zo'n dingen. Dan zegt hij weer, Feindschaft, Streit, Habsucht, Wut, Nusig zijn, Zank, Spolerie. En weet je, en Aufgans en Moord, daar zijn ook nog bij. Weet je wat dit is? Check mal rum in de wereld. En die worden ving dat deze dingen, die drijven mensen. Sankerie, Spolerie, zwischen Families, zwischen Mann und Frau. Wir haben in schon Tag in der Welt, euch was in einbrechen, ich meine, das ist bloß unreal. Und so wir haben allerhand das Sankerie in den Kirchen spolen sich, wie in Väterie und so wieder. Und wir reden nur schon ein bisschen von Jesus Bett, Vereinigkeit und so wieder. Weißt du, was Lied, wenn das Stuhl regiert, dann haben wir mehr Fuß Fett in der Kirche. Dat is 100% klar. Dat is alles wat we dan hebben. Dan hebben we Väterie in de Ehe. Dan hebben we Väterie manche Geschwister. En in de kolonie. En in landen en zo wieder. En van deze dag, wanneer ik naar de nieuws hoor in de wereld, naar de nieuwigheden, du is vet over de ganze wereld. Weet je waar we zijn? We zijn im groten ganzen de wereld wordt gedreven van dit stoel. Mijn vlees. En zo mijn wellen. En weet je, wanneer ik bloos in Fleisch en in mijn Säule leef, dan moet du so doen als ik dat, want niet dan wil ik die in verdoor hebben. En we kunnen niet zo'n mensen zijn, wat te zeggen, dat vielleicht stemmen we niet met rein alles krank, aber wir sind vriend. Aber weet je, wenn Jesus betet für Einigkeit, dann betet er nicht, dass wir krank über rein wollen denken. Kijk in deze Welt feststellen, wenn wir alle über rein dachten, und wir fuhren alle an Bleiber schauen. Da würden wir jetzt einseitig sein, nicht? Und so Gott hat uns verschieden gemerkt. Er will haben, wir sollen verschieden sein. Aber wir müssen uns lernen, dass wenn er kämpft, grave Dinge, wenn er kämpft Dinge, was nicht so oder so viel wären, dann müssen wir uns die Hand drehen und sagen, check mal, ich denke, mit anders du bei diesen Freund, weil wir top schaffen. Und weißt du, ich habe mir gedacht, dass wenn wir können Leuten das Stuhl regieren, in unsere Kirche, in unsere Kirchen hier rum, und wir wären uns einig in der Sache, boy, wir würden diese Welt verändern können. Aber der Feind will haben, dass eine Spolerie zwischen Kirchen sind und so wieder, und das hat zu tun mit, wenn mein Fleisch regieren wird. Und so Paulus sagt hier,
so eine Feindschaft, Streit, Habsucht, like bloß für Geld leben, Wut. Oh, wenn es nicht mein was ist, dann flieh in die Gruppe zum Fenster raus. Oder nusig sein, das hat zu tun bloß mit für mich selbst leben, Zang, Spoilerie, Aufgangs, Mord. All diese Dinge, die fängen die alle weh in manche Menschen. Weißt du, wo wir? Wenn uns Fleisch regiert. Paulus sagt, es sei klar, das wird passieren, wenn dein Fleisch regiert. Dann sagt er noch, Süppen und Frieden und so was mehr. Na, das hat zu tun, können wir sagen, mit wildet Leben. Wir haben viel Superie in unserer Gegend, in unserer Menschheit hier, Frieden und so weiter. Na, da werden wir gleich von reden, because mir das Eten selbst wahrscheinlich. Aber weißt du, was ich hier von rede? Erst, dass wir nicht in wildet Leben mit Süppen und Frieden und so eine Dinge steht. Bloß Party-Life, können wir sagen. Hör ich mal, was Paulus sagt in Römerbrief. In Römer 8, Vers 5, und wieder. Nu hör ich, was er sagt. Er sagt, die noch fleischlich sind, die, die in das Stall sind, möchten dort, die noch fleischlich sind, beschaffen sich mit dort zum Fleisch gehört. Na, das ist selbstverständlich nicht. Wenn das regiert, dann denke ich bloß, was mein Fleisch will, was mich schein geht, und die Dinge, was ich will. Und so hat alles mit mir selbst zu tun. Und so die noch fleischlich sind, beschaffen sich mit dort zum Fleisch gehört. Die aber, die den Geist haben, mit Dingen, die von Geist kommen. Und so sagt ich, wenn wir den Heiligen Geist haben, dann beschaffen wir uns mit jährlichen Dingen. Bitte, wie hat es der Teil gedauert? Und der Heilige Geist hat keinen Einfluss. Und so, wenn wir den Geist haben, wir denken geistlich. Vers 8. Wer sich bloß mit dem Fleisch beschäftigt, für den meint er den Tod. Wer aber den Geist hat, für den meint er Leben und Friede. Und weißt du, der Unterschied ist, wenn die Körper regiert, dort lädt ihn und Tod. Na, er redet hier nicht bloß von körperlicher Tod, aber auch von geistlicher Tod. Dort lädt die durch an, dass du wirst für Gott stehen und alles, was du hast, ist dein Fleisch. Aber wenn wir den Geist haben, der regiert uns Leben, dann haben wir geistliche Dinge. Und wir denken geistlich. Vers 7. Wer fleischlich gesonnen ist, der ist feindlich gegen Gott, will es dort Fleisch nicht Gott untun ist und auch nicht können, morgen den Satz. Dort Fleisch, lass mich den Vers noch einmal lesen, wer fleischlich gesonnen ist, der ist feindlich gegen Gott, will es dort Fleisch nicht Gott untun ist und auch nicht können. Wenn das auch noch will. Alle Leute das ansenken, dass wenn du in dein Fleisch mit deinen guten Worten, was Gott gefallen, das schafft Gott, die Bibel merkt, das sei klar, das geht nicht mal. Uns Fleisch kann nicht Gott gefallen. Das Körper muss sterben. Die Bibel sagt, Fleisch und Blut kennen nicht, dass Gott es rückorben. Und so das Körper muss wachen, an wird Gott uns nie Körper geben. Aber wenn wir fleischliche Sonnen sind, dann können wir nicht Gott gefallen. Wenn uns Fleisch können Gott gefallen. Vers 8, die noch fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Aber die sind nicht im Fleisch. Morgen dort, aber die sind nicht im Fleisch, die sind im Geist, wenn Gott sein Geist wirklich in ihnen wohnt. Wenn aber irgendwer nicht Christus sein Geist hat, der ist dann auch nicht einer von ihnen. Weißt du, Lied, wenn der Heilige Geist hier nicht sagt in dein Leben, dann bist du gar nicht ein Kind Gottes. Nimm das an, das kriegt nicht, wofern du bist. Das kann nicht, dass du noch niemals gesucht hast, noch niemals geschmeckt, hast noch niemals Hurerie getrieben. Du bist bloß der Beste nur im Darb. Wenn das stolladig ist, dann bist du nicht Gott sein Kind. Und so, der Heilige Geist, der will die leiden. Nu höre ich noch ein bisschen, was er sagt, wenn der Heilige Geist uns leidet. Was passiert dann? Er sagt so steht, den Geist in der Frucht ist Leib. Das ist jeder von Zankerien, Streiterien, bloß alles für mich selbst. Den Heiligen Geist in der Frucht als Leib, in Frieden. Denken bloß mal an diese drei Wörter. Wenn wir Leib haben in der Kirche, wir haben Frieden in uns Leben, wir haben Frieden einer mit anderen, und Frieden mit Gott. Kann ich das Leben feststellen? Ich meine, wir würden bloß, und wir haben das, wir haben den Heiligen Geist. Der will uns Leib geben, der will uns Frieden geben, Frieden. Na, Frieden hier meint nicht, oh, das jeder mal alles scheint. Das meint ein innerlicher Frieden, wo du Mädel machen Trouble hast, wenn du bist verbunden mit Gott. Und so der Heilige Geist, der gibt die Leib und Frieden und Geduld. Mensch fehlt uns Geduld, der hat nicht. Bloß haben wir euch vor, dann weit wohl, wie geduldig wir sind. Aber wenn Menschen nicht charakter tun, was wir wollen, aber eine Euche, da fehlt uns Geduld, mit unseren Kindern fehlt uns Geduld. Der Heilige Geist gibt die dort. Wenn der wohnt in die, und der will die beeinflussen, der will die diese Dinge geben. Gut gesonnen sein.
Aber Freundlichkeit ist erst, dann Gott gesonnen sein. Und so wir sind nicht bloß miserabelige Menschen, wir sind Gott gesonnen. Wir haben Glauben, Gelindigkeit und Selbstbeherrschung. Und das sind Dinge, was der Heilige Geist in die will anbringen. Und so Paulus sagt uns von dir, lass den Geist regieren in dein Leben, dann wirst du dort nicht nur gehen, was dein Fleisch will. Wer wird das annehmen, Lied? Weißt du, wir haben den Heiligen Geist. So er sagt in Vers 24, die, die Christus Jesus angehören, haben das Fleisch mit Lust und Leidenschaft gekriegt. Du musst dir das anerkennen. Die Bibel lehrt sehr klar, wenn wir im Glauben an Jesus kommen, dann ist dein Fleisch mit seinem Will, mit seinen Innenwehen und so weiter, dort ist gekriegt mit Jesus, dort ist begruft und du hast ein neues Leben. Aber das neue Leben kommt von der Stelle. Und der Heilige Geist will die beeinflussen. Der will dein Denken ändern. Die Bibel sagt immer wieder, wir sollen uns Denken erneuern. Weißt du, wie ihr das kennt? Mit dem Heiligen Geist. Na, die Frau ist vielleicht, wo der Heilige Geist uns beeinflussen. Nummer 1. Durch die Bibel. Durch Gott sein Wort. Dort ist, wo wir das so sehr, sehr wichtig ist, dass du Gott sein Wort liest. Dass du das lesen lässt, dass du das hörst. Der Heilige Geist, der nimmt Gott sein Wort und der das in uns Leben an. So, wenn wir Gott sein Wort studieren und lesen, dann redet der Heilige Geist zu dir. Und der sagt dir, wo du sollst denken. Der sagt dir, kriegst du eine Dinge, check mal, wenn du in dein Fleisch lässt, dann passieren all diese Dinge. Das ist, was der Heilige Geist sagt. Und so, wir müssen es klar halten, dass die Bibel, als der Heilige Geist redet zu uns durch Gott sein Wort. Der Heilige Geist redet zu uns durch Botschaften. Von dir hat der Geist Gottes zu uns geredet. Und der Heilige Geist hat dir gesagt, dass, hey, ich wohne in dir. Lass mich leiden. Lass mich regieren. Der Heilige Geist, der redet zu uns einmal durch andere Menschen. Andere Christen. Und für dich hat der Heilige Geist mich gebraucht, um zu uns reden. Einmal redet der Heilige Geist bloß einfach in den Gedanken. Aber hier will ich ein Ding bei sein, dass wenn der Heilige Geist zu dir redet, wäre lautet sein wird wel, dort muss mit Gott sein Wort stimmen. Du kannst nicht bloß abkommen sein, oh, der Heilige Geist sagt mir, ich soll meine Früde wursten und mit Jana befreien. Na, vielleicht lebe ich das Jeff never so, aber weißt du das? Das Jeffsons dort, wo Menschen kommen sein, oh, der Heilige Geist hat mir so und so gesagt. Wenn der Geist Gottes die was sagt, besonders so, was er die hat in den Hort gesagt, der in den, wie nennt es vielleicht die Stelle stimmt, merkt sicher, dass es mit Gott sein Wort stimmt. Wenn der Geist Gottes die bei mir was sagt, was nicht mit der Bibel stimmt, dann kommt das von dem bösen Geist, nicht von Gott sein Geist. Da muss ich klar halten. Aber weißt du, der Geist Gottes, der will uns regieren. Der will uns fallen, uns ganze Denken, uns ganze uns Sehen, die Dinge, die Motiven, was wir haben, unsere Gefühle. Der Heilige Geist, der will das alle fallen. Der will deine Säule fallen. Und wenn deine Säule hat dort, was die regiert. Wenn dein Körper regiert, dann denkst du fleischlich, du bist bloß fleischlich, du wirst bloß fleischlich. Wenn der Geist die regiert, dann denkst du geistlich, du wirst die Dinge von Gott und so weiter. Das ist, was die Bibel so klar lehrt. So, wer regiert die? So, ich will uns Mut merken, wir haben das Galaterbrief durchgegangen. Ich wünsche mir sehr, ihr habt was gelehrt, wir haben nicht falsch für falsch durchgegangen. Ich würde gleich noch mal ein Jahr hier in der Klasse, dass wir geistliches Leben in einem Galaterbrief durchgehen, falsch für falsch. Ein bisschen tiefer grooven in some von diesen Dingen. Da haben wir schon so ein Tag werden wir das tun. Und, aber diese Dinge, was wir hier geredet, Paulus hat uns gelehrt, dass in unserem Evangelium ist nicht das Evangelium. Wenn du was bietest bei Jesus, dann hast du den einen Evangelium gemerkt und das ist nicht von Heiliger Geist. Und wir haben gelehrt in das Galaterbrief, dass wir sind nicht durch Gesetz geraten, aber durch Glauben. Wir haben gelehrt, dass Gott auf Abraham ein Versprechen, dass ging eben nur Christus durchwaschen für das Gesetz, für das jüdische Volk, für eine Zeit, aber er sagt, Gott Christus, nehmen wir dort einmal durch. Und dann kam ein anderer Bund. Und so das sind Dinge, was wir gelehrt haben. Aber ich will uns sehr und hart leiden, lehrt, dass der Heilige Geist dir regiert. Du hast ihn als Gott sein Kind.
Dat is het eerste ding wat we man aannemen. Dat we haben den Heiligen Geist. Vielleicht haben wir das niemals so geleerd. Aber eine wahre geborene Person hat den Heiligen Geist. Wenn du nicht hast, bist du nicht wahre geboren. Das ist ganz klar. Wenn du nicht den Geist hast, dann gehörst du nicht zu Jesus. Aber wie wird zu Jesus gehören? Wie wird an Jesus glauben? Und weet je, dat is durch Gnade, dat is durch Glauben. Dat heeft nicht hier zu tun, dass wir durch Worten geraten worden. Das hat zu tun mit, dass Gott will dein Leben regieren. Durch sein Geist. Und weet je, wenn der Geist dir regiert, dann bist du nicht mehr ungesetzt. Weet je, was das meint? Wenn der Geist dir regiert, dann brauchst du gleich noch 20 Regeln, um die in Land holen. Weet je, wo wenig? Wenn der Geist wird die leiden. Uns haben wir Angst, der Geist wird uns von Gruben bringen, der wird uns in Sünden leiden. No, der wird gleich. Der Heilige Geist wird die leiden. Und du brauchst gleich noch 20 Regeln haben, von was die alle mal tun, um Gott angenommen sind. Der Geist Gottes will die leiden. Weil das ist der Unterschied von dem neuen Bund und dem alten Bund. Der alte Bund, da wie ein Gesetz, was die seht, so steht man zu tun. Nu haben wir den Heiligen Geist, was die sagt, komm mit. Ich will dir in die Hand führen, weil wir taub gehen. Und der Geist will uns leiden.